Bahnfrei vom Matthias Zesch. Was weiß dann ein Dackel von der Ideallinie? Ihr habt recht, nix. Überhaupt gar nix weiß so ein krummbeiniger Keter davon. Dass wir uns verstehen, es geht jetzt nicht ums Abnehmen, auch nicht um Geometrie und auch nicht um Autorennen. Es geht da um die Ideal-Kurvenlinie beim Schlittenfahren. Wann sich da dabei Ideallinie und Dackel treffen, kennt das Übelende. Stellen uns euch noch einmal vor, so eine scharfe, geschliffene Schlittenkurve an dem kurzen, weichen Hals von einem hilflosen, kleinen Hundevieh. Aber bevor ihr jetzt anfangen zu simulieren, erzähle ich euch, wie es war. Auf der Hombacher Hee gibt's in der Waldnuff ein bisschen breiterer Hohlweg, die Hohl. Wenn man da drin ist, kann man nur vor oder zurück, weil man sonst über eine hohe Mauer oder hängt mit Dörnerhecke misst. Der Weg steigt steil an, dann kommt ein kleiner Absatz und eine 90° Rechtskurve, dann leicht noch links ein bisschen flacher, dann ist man am Mausoleum, da geht's wieder nuff und oben, wenn man den Römerweg kreuzt, geht's noch einmal steiler nuff, bis zum Fuß vom hohen Fernmeldemast. Ich erzähle das so genau, weil das nicht nur ein beliebter Spazierweg für Leute mit und ohne Hund war, sondern, und das war natürlich für die Kinder viel, viel wichtiger, für Flucht, gute und je nach Wetterlage saugefährliche Schlittenbahn. Aber sellemals hat's geschneit gehabt und getaut, gefroren und geschneit und wieder gefroren, kurz, die Bahn war im super Zustand. Deswegen sind die Kleikinder nur das letzte Stück gefahren, halbermutige von der Mitte aus und nur die absolut Verrückte, die ganze Strecke vom Turm bis in die Dr. Wirth-Straße runter. Am schönen Sonntagmittag sind die 4 Ältesten von Skrubes ihre Sechse wie 100 andere Fäger an mit ihren 4 Schlitten zu der Hohl gedappt. Der Sepp war 16, die Silly 11 und die Barbara und die Pia dazwischen. Sie haben ihr Schlitten die Bahn aufgezerrt und sie dort dabei ganz genau inspiziert. Unten, mitten im Weg, die überflüssige Schrank, wo sich nicht aufmachen lässt, mit dem tiefen Pickel. Hinter der Kurve gucken kratzige Stähe aus der Bahn. Da ist eine niedrige Sprungschanze, da hocken die kleinen Kinder und da hat's andere schon in die Hecke geschmissen. Ihr merken, das waren keine Anfänger, das waren Spezialisten auf der Suche nach der Ideallinie. Möglichst schnell nunner und in der Kurve nicht langsamer werden. Skrubes, ihr Schlittenpiloten, haben sich die Bahn systematisch erschlossen. Zuerst ist jeder für sich gefahren, im Sitzen, 10 Minuten wieder aufgelaufen, das zweite Mal jeder allein im Bauchplatscher, wieder nuff, dann als Zweier, dann als Dreier, und wie sie dann wieder oben am Turm waren sie zum ultimativen Abenteuer bereit, zum Vierer. Es wird nicht jeder die Schlittenerfahrung haben. Das ist, wann immer der Vordermann der hintere Schlitte mit den Fies einhängen tut, ein Vierer also 4 Schlitte hintereinander mit den Fies als Kupplung. Der, wo vorne ist, der muss lenken. Das ist gewöhnlich der Größte und der Älteste, in dem Fall der Sepp. Dann ist die Barbara gekommen, in der Mitte die Silly, die glänzt, und am Schluss die Pia. Die hat sie erst nicht gewollt, aber dann ist sie überstimmt worden. Schon beim Dreier hat der Wurm nämlich hinne so arsch geschwänzelt, dass sie schier gar in den Schnee gepurzelt wär. Der Sepp war mutig, aber er war nicht lebensmüd. Er hat seine Schwester vorm Start noch einmal instruiert. Bei der langsam Fahrstreck Pia, da lässt die Bäe ein bisschen hängen, dann schwänzelt es nicht so. Unne vor der Kurve mit der Sandsteinmauer, wo die Papa sich vor ein paar Jahren ein Loch im Kopf geholt hat und der Schlitten futsch war, da müssen er auf mein Kommando all die Schlitte unterm Bauch querstellen, sonst batschen wir da mit vollem Karacho dran. Und unten müssen wir all aushängen, weil wir sonst nicht an der tappischen Schrank vorbeikommen, ohne dass einer mit seinem Kopf dran hängen bleibt. Gestern hat's so ein Simpel probiert, ohne durchzufahren. Der liegt jetzt im Krankenhaus. Ach so, und unten, wo die Kleinen sitzen, plärren wir all bahnfrei, dass die wissen, wir kommen. Alles klar? Aller hopp. Es war also alles ganz genau durchgeplant, bis auf die Sache mit dem Tappistackel. Aber da kommen wir gleich drauf.
Skrubes, ihren Renntrupp, legt sich also auf die Schlitte, oben beim Turm. Sie hängen ei, sie schnaufen noch einmal durch. 1, 2, 3 und los geht's. Mit ihren Händen stumpen sie sich an, die Schlange kriegt Leben. Butterweich nimmt der Sepp die erste Leichtkurve am Mausoleum. Am steileren Stick kommt der D-Zug richtig in Fahrt. Alles klar, das ebene Teil klappt das mal an, ohne dass die Pia ihren Untersatz alle weiterritscht. Jetzt kommt das Hochgeschwindigkeitsstick mit Linkskurve und Mauer. Allmänner plärren aus vollem Hals, bahnfrei, bahnfrei. Die Kurve schlagen Funke an der blattgefahrene Stäh. Sie fetzen über die Gläschanz auf dem Kanaldeckel. Jetzt kreischt der Sepp, all drehen ihr Schlitte unterm Bauch. Die Kufe schaben und schrappen übers Eis, kratzen und kreischen. Die Mauer kommt näher und näher. Da kriegen sie endlich Griff. Die Mauer bleibt stehen. Der Dunnerzug ist um die Kurve rum, auf der Ideallinie um die Eck. Hurra! Und da sieht der Sepp direkt vor sich den Dackel. Den braunen Dackel mitten auf dem Weg, kein 5 Meter vor seiner Kurve. Wohin? Wohin, frage ich euch. Rechts die Mauer, die rührt sich nicht. Links 3 Schlitten mit kleinen Kindern. Vor sich das Dackelchen, wo ahnungslos zum Abschuss die Zähne zeigt. Und drüber fliegen hat der Schlittenwurm ja nicht gekannt. In Filmen wird es jetzt in Zeitlupe gedreht, mit drohender Musik, dunkel unterlegt, das Gesicht vom Sepp, die Schnauz von dem Hundevieh, die Sandsteinbrocken von der Mauer, die Kappe von der Kinder, die Schlittenkufe aus Stahl, die Ache von der Hundebesitzerin, wo kreischen, mein armes Tierle, und dem Sepp durch den Kopf wie ein Blitz. Nicht an die Mauer, nicht auf die Kinder, nicht über den Hund. Ah ja, klar, da wär hi. 4 Schlitte über den Dackel. Was ein blutiges Gemetzel im Schnee. Das Dackelmaul kommt näher und näher. Und wie es genau vor ihm ist, da reißt der Sepp in der allerletzten Sekunde die linke Hand vor der Schlitte und mit einem Schlenker fliegt das Vieh aus der Ideallinie direkt in einen großen Schneehaufen vor deiner Tannenhecke. Das gottserbärmlich Gejaul hören die Rennteufel nur noch ganz schwach. Sie müssen ja aushängen. Sie rauschen einzeln durch den Spalt neben der überzwerge Schrank. Kurz hinten dran kommen sie alle mit einem eleganten Dreher zum Stehen. Au, 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 war das ein Ding. Ich brauch euch nicht mehr zu erzählen, wie die Dackelfrau mit ihrem verschreckten Liebling auf dem Arm mit den Vieren rumgargelt hat. Und auch nicht, was der Sepp zurückgesagt hat. Tatsache ist, dass sie an dem Tag noch einmal gefahren sind. Jeder für sich, es hat ja gelangt. Ah ja, es war ja nichts mehr zu gewinnen. Sie haben sie ja gefunden gehabt, die Ideallinie. Und übrigens, in dem Winter hat man in der Hohl kein einziger Dackel mehr gesehen.